gesagt und war für 22 Kinder der Osterhase. Wünsch dir was von Hier und Heute. Schichtwechsel in einer Kölner Bäckerei. 22 Jungen und Mädchen müssen sich sputen, um nicht gleich am ersten Tag zu spät zu kommen. Die Nachwuchskräfte, Durchschnittsalter stolze 5 Jahre, wollen lernen, wie man Osterhasen backt. Ihr wichtigstes Requisit: ein Kindergartenstuhl. Ansonsten wäre die Arbeitsplatte für sie unerreichbar. Und endlich geht's los. Der Teig wird abgemessen und verteilt. Letzte Erklärung von Bäckermeister Theo Hart. Rundformen, guck mal. So. Guck mal bitte zu. So rund machen. Kinderleicht das Ganze. So, schön rollen. Du legst den Kopf so schräg da dran. Auf dem Hörnchen. Ja, und glaubst du, dass das mal ein Osterhase wird oder was wird das? Ob Osterhase oder nicht, das interessiert hier niemanden. Hauptsache, es passen genügend Rosinen und Streuzucker drauf. Gibt's auch nicht Mama oder Papa ein Stück ab? Ja, den esse ich ganz alleine. Willst du jetzt zu Hause auch mal backen oder lässt die Mama dich nicht? Nee. Dafür brauche ich ja gar nicht, wenn ich groß bin. Ich werde doch selber Bäcker. Noch aber ist er auf die Hilfe anderer angewiesen. Die Teigklumpen verschwinden im Ofen. Für bange 20 Minuten. Und dann ist es soweit. 22 frisch gebackene Osterhasen warten auf ihre Schöpfer. Und umgekehrt. Die nehme ich noch nach Hause. Backst du jetzt auch öfter? Nee, ja, da sagst du aber was. Den nehme ich auch mit nach Hause. Britta, dein Osterhase hat ja nur ein kurzes Leben. Schmeckt der denn wenigstens gut? Ja. Isst du den jetzt auf oder nimmst du den Rumpf noch mit? Das nehme ich noch mit nach Hause. Aber der Kopf musst du dran glauben. Ja. Na denn, guten